Wer von euch hat die Initiative ergriffen beim ersten Kuss? Der Dave. Der. Das sind Noeli und Manu, wohnen zusammen in einer WG, machen beide Teenagerarbeit, Kinderarbeit, sind also viel zusammen unterwegs. Seit wann kennen ihr euch? 10 Jahre. 10 Jahre. 10 Jahre. Wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Es war in einem Lager. Heimweg. Als Teilnehmer. Dort waren wir noch klein. Wer von euch kocht besser? Manu, was heisst das? Du kochst auch mehr, lieber? Ja, ich habe es auch gerne zu kochen. Aber ich finde, deine Menüs auch immer fein. Wirklich? Noeli, Ja, du kochst auch gerne, also, oder? ich würde sehr gerne Pizza machen und Pasta. Ist eben fein. Ich würde sehr gerne bei der Manu mitessen, muss ich sagen. Wer von euch vergisst mehr? Ja, klar. Nein, ich vergesse viel mehr. Ich auch. Also sind ihr chaotisch oder ist es noch im Normalen? Normal, Was sehr vergessen? normal. Sehr normal. Ja. Ja. Wir kommen heim, die Bombe schlägt ein und dann leitet sich der Sturm wieder. Wer von euch kann besser Auto fahren? Beide gleich. Ja, Wirklich? Sagen ihr das? Ist das so? natürlich. Ich würde sagen, Manu parkiert ein bisschen besser als ich. Und du fährst ein bisschen genauer. Also, ich bin ein bisschen schnell. Wer ist denn der beste Beifahrer? Okay. Ich Da hat schlafe sie immer nicht ein. einberechnet. Sie schläft immer ein dort neben. Friedlich, friedlich. Es ist eigentlich schon, ich vertraue ihr durch das sehr. Wirklich sehr. Wer von euch hat mehr Stil in Sachen Mode? Also, ich würde sagen, Manu hat einfach den sportlichen Stil und ich finde nicht, dass ich mehr Stil habe, aber ich habe vielleicht einfach mehr Kleider und mehr verbringe mehr Zeit mit dem. So. Ja, sie überlegt viel länger und steht länger vor dem Spiegel oder vor ihrem Kleiderschrank, wenn es darum geht, ein Outfit auszusuchen. Wie man macht. Wer von euch ist schneller beleidigt? Vielleicht ich ein bisschen. Oder ich tue es vielleicht schneller preisgeben. Wir sind nicht so die Beleidigten. Nein, das gibt es Eigentlich. bei uns nicht. Meine liebsten Freunde sind die auf Facebook. Ich muss sagen, oder? Da bin ich eigentlich ganz viel, oder? Mehr als fast da rein sitzen. Und die sind immer nett zu mir. Die liken mich und meine Fotos und so. Und das ist eine super Sache. Und Facebook oder überhaupt die Social Media, die sind super. Die sind meistens nett zu mir. Aber irgendwie, wenn ich nachher das Facebook zumache oder sonst die Instagram oder so, wenn ich das zumache, dann denke ich einmal so ein bisschen, ja, jetzt habe ich doch mit niemandem geredet. Ich habe doch irgendwie nicht Socializing gehabt, ein Gespräch geführt und mit jemandem ein bisschen irgendwie austauscht. Oder? Ich habe jetzt gesehen, was alle machen und habe dementsprechend meine Likes gegeben, aber irgendwie sitze ich dann gleich einsam auf meinem Sofa. Also natürlich zum Glück nicht. Ich habe ja noch Miriam, die nebendran in ihrem iPad schaut, was so läuft. Oder? Also wir führen auch eine sehr harmonische Beziehung. Ich like einmal, was sie so macht. Ja, aber seht ihr, das ist lustig, aber es ist genauso traurig. Weil die Einsamkeit nimmt zu. Obwohl wir so viele Möglichkeiten haben, zum kommunizieren, zum miteinander reden, zum einander liken, zum Fotos posten, zum zeigen, wie cool und was man macht und so weiter, werden Menschen immer einsamer. Weil der Punkt ist das, wenn ich in meiner Stube sitze und ins Facebook hineinschaue, das ist jetzt mein Favorite, ich bin so richtig in dieser richtigen Altersgruppe für Facebook oder so, da gehöre ich genau rein. Die Jungen haben das nicht mehr, oder? Und da sitzt dann Miriam und sie schaut ja bei sich rein. Dann mache ich etwas nicht in dieser Zeit, wo ich auf Facebook bin. Ich rede nämlich nicht mit der Miriam. Und genau so geht es bei jungen Leuten oder bei älteren Leuten.
In der Zeit, wo sie vor dem Computer hocken, machen sie etwas Natürliches nicht, nämlich schwätzen. Nämlich üben, wie das ist, wenn man dann real Streit hat oder real miteinander schwätzt oder Meinungsverschiedenheiten muss diskutieren und so weiter. Dann geht das nicht. Und das müssen die Kinder dann irgendwann lernen, in der Schule oder sonst irgendwann, oder? Muss man das lernen oder man hat ein Manko in dem hinein, im interaktiv sein mit dem anderen, eben im Socializing haben. Und ich habe das auch lernen. Ich habe das gelernt in der Schule. Weil ich bin fast als Einzelkind aufgewachsen. Und das war meine einsamste Zeit in meinem Leben. Ich hatte einen Bruder, 11 Jahre älter, im Internat gehabt, und einen zweiten Bruder, 8 Jahre älter, in der Tagesschule. Also der ist am Morgen gegangen und am Abend wieder gekommen. Und ich bin halt der Jüngste, oder? Das ist sowieso noch so eine spezielle Konstellation. Aber ich hatte gar niemanden zum Spielen. Und dann bist du noch auf dem Land aufgewachsen. Und meine Mutter hat nicht daran gedacht, mich irgendwo hinzufahren. Ich weiss nicht, das ist erst nach meiner Zeit aufgekommen, dass die älteren Kinder umeinander karren. Und darum bin ich daheim gewesen. Der nächste Kollege, er war ein netter, aber ein Hühnerstreber, oder? Und ich hatte wie nicht so Lust gehabt. Und 2 Kilometer laufen, oder, ja, das war auch einmal so eine Sache gewesen. Und dann bin ich einmal in jedes Zimmer reingetigert, geschaut, was läuft, nichts läuft, ins nächste Zimmer, durch den ganzen Garten durch und dann die ganze Runde wieder. Und ich habe mich so einsam gefühlt. Und wenn ich in den Zoo hineingehe und ich sehe einen Loi laufen, ich weiss genau, wie er sich fühlt, habe ich einmal das Gefühl, oder? Das ist genau das, du laufst und fast wie auf dieser Bühne da hin und her. Oder du bist da und das ist so eine Mischung zwischen allein sein, zwischen Trauer, zwischen ich bin nicht interessant und so weiter. Und dann bist du allein und nachher kommst du in die Schule, kommst in Kinski und weiter und so, also bei mir in meinem Fall. Und dort habe ich es dann erst richtig gelernt, im Sandkasten, dass nicht alle Spielzeuge mir sind und ich alle kann nehmen, die ich will, oder? Sondern dass es da so eine Sache gibt, oder? Und dann, hey, in der 6. Klasse, das ist, ich weiss noch genau, der ist vor mir gestanden, so, und hat mich runterhauen, oder? Und ich natürlich so, und wir haben uns dann doch nicht geschlagen, es war nur eine riesige Show am Schluss. Aber das war der Typ, den ich nachher, also dort ist mir das erste Mal aufgefallen, oder? Wir sind ja schon ein paar Jahre miteinander in der Schule, aber dort habe ich das erste Mal so. Und das ist nachher mein bester Freund geworden, bis 41. Und das war so eine coole Zeit gewesen, mit ihm nachher. Das hat dann irgendwie, haben wir unsere Füße dann begraben und haben nachher angefangen Streich machen, Luftgewehrle verstecken und ihr kennt es, oder? Und das war eine coole Zeit gewesen, oder? Einer meiner besten Freunde bis 41, bis man dann denkt, ja, es hat sich auseinandergelebt, oder? Und zum Teil traue ich heute noch dieser Beziehung nach. Und es gibt Umfragen, die sagen, Menschen, wenn ich frage, bist du glücklich, und du sagst ja oder nein, oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist, die sich eher glücklich einschätzen, haben längere Beziehungen. Die meisten, die sagen, ich bin auf 10, haben wahrscheinlich etwa 5 Kollegen, die sie seit der Schulzeit kennen. Also lange Beziehungen machen glücklich. Langjährige Beziehungen aus der Schulzeit, aus der Lehre raus und so weiter, die machen glücklich. Und Beziehungen machen meistens glücklich. Also es gibt ja die anderen, da kommen wir mal ein bisschen später noch drauf zurück in der Predigt. Aber eigentlich sind wir in dem hinein auf Beziehungen ausgelegt. Und Individualismus führt zur Vereinzelung. Ich komme nur, wenn ich Lust habe, und das muss ich zuerst überlegen, und dann bist du schön allein, oder? Und die Vereinzelung führt unweigerlich zur Einsamkeit. Es gibt übrigens eine gute Doku über das Thema Einsamkeit im SRF, kann man da anschauen. Ist wirklich sehenswert, wo so Leute über das diskutieren. Und weißt, wenn du dann das so siehst und dir das auffällt als Kirche, als GVC-Bewegung, das auffällt, hey, Leute werden immer mehr einsam, da wollen wir auch etwas drin tun, wenn wir auch sagen, hey, da wollen wir etwas dagegen unternehmen. Weil es ist ja ganz klar, unsere Vision ist, Menschen sollen zum Blühen kommen. Das ist ja unsere Vision, dass wenn wir als GVC, das ist so das, wo wir drin wollen, wo wir hin wollen. Und es ist nichts anderes als gute Beziehungen bringen dich zum Blühen. Es ist das, oder? Dass du dich angenommen, geliebt und so weiter, in die Richtung gehen gute Beziehungen und nachher blühst du auf. Und darum haben wir gesagt, als Kirche gehen wir da drin rein, wir machen die You and Me, oder? Wir gehen mit so einem Video einmal voraus, oder? Um ein bisschen zu zeigen, wie das ist, und nachher reden wir über die verschiedenen Themen, die wir haben. Und heute möchten wir eigentlich reden über sich verschenken. Was heisst das, wenn ich mich in eine Beziehung verschenke?
Dann werden wir einen Sonntag haben, wo es darum geht, was heisst das zu vergeben in einer Beziehung hinein. Und eben, ich rede jetzt da nicht von Ehe, sondern das ist ja in jeder Beziehung. Oder? Bei meinem besten Kollegen mit 41 jetzt irgendwo ist ein Bruch passiert, wo es dann nicht gelangt hat, also ich wahrscheinlich auch, aber wo man zu stolz war oder irgendetwas, dann reden wir vielleicht ein bisschen über das. Oder wie tut man eine gute Beziehung gestalten, das wird das Thema sein. Und wie verbringt man dann auch Qualitätszeit in einer Beziehung. Und die Beziehung wird die nächsten 4 Wochen uns beschäftigen. Und ich hoffe auch euch in der Small Group daheim, weil wir sind Beziehungswesen. Es ist immer besser, in einer Beziehung zu sein, als allein. Weil Gott hat uns so gemacht. Und da gehen wir mal geschwind in die Schöpfungsgeschichte, oder? Gott macht die Erde, alle Tiere, alle Pflanzen, alle Vögel und so weiter. Und dort drin setzt er dann den Adam. Und der Adam kriegt einen super Job. Der darf Namenstäfel verteilen. Du bist eine Schlange, du bist ein Rössli und. Aber eigentlich, in Wahrheit ist er auf der Suche nach einem Gegenüber. Natürlich macht er den Job, den er Gott ihm gegeben hat, oder? Aber er sagt, hey, ich muss irgendetwas finden, was passt. Also Schildkröte ist es nicht, Tintenfisch ist es auch nicht, ein Affe hat ein bisschen viel Haar, oder? Das ist es auch nicht. Oder so geht er durch, aber er sucht sich, er hat die Sehnsucht, weil er so gebaut ist. Er ist so konstruiert von unserem Gott. Natürlich ist Gott ihm ein Gegenüber, aber er hat gerne eins, wo man kann schmusen, knuddeln und gern haben und so. Und da ist es einfach auch, oder? Es ist nicht gut, 1. Mose 2,18, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und jetzt bringe ich den besten Satz von der Predigt, oder? Die Schöpfung war gut gewesen. Und wo die Frau drin hineinkam, ist sie perfekt gewesen. Jetzt habe ich gedacht, genau! Wohl, oder? Aber das ist es, weil dann ist die Beziehung aufgegangen, oder? Der Mann hat jemanden gehabt, den er verwöhnen kann, oder wo er mit ihm durchs Leben gehen kann, wo er reden kann und so weiter, oder? Und das ist halt der Punkt. Keine Beziehung macht dich krank und gute Beziehungen machen dich glücklich. Weil aus der Beziehung heraus fließt das, was du brauchst, damit du aufblühen kannst. So Lebenswasser fließt aus einer guten Beziehung, oder? Und zwar Ermutigung. Annahme, Geborgenheit, Schutz, Stabilität, ein Stück weit Korrektur, das solltest du jetzt vielleicht nicht runtergumpen oder so, Konfliktfähigkeit, Toleranz, Kommunikationsfähigkeit, all das kommt eigentlich aus einer Beziehung raus. Und das ist das, wo, wenn du nur vor einem Bildschirm hockst, nicht lernst. Weil das fließt aus einer guten Beziehung, wo man sich die Argumente und alles miteinander und weitergeht. Und die Bibel legt eigentlich durch die ganze Zeit immer einen grossen Wert auf die Beziehungen. Zum Beispiel in der Ehe, oder? Erfreut euch an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Das ist ja hey wow, die Ehe ist etwas Wichtiges und freu dich an deiner Frau, die du schon immer gehabt hast, weil die kennt dich. Mit dir ist die den Weg gegangen, auf den langen Weg, oder? Vom Miteinander gehen. Sie hat dich ermutigt, sie hat korrigiert oder er hat dich korrigiert, also als Frau. Und das andere ist, im Sprüche steht das, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Und da, ein Freund liebt aller Zeit, das ist für mich fast ein wichtiger Part da rein. Weil der Freund, das ist einer, der den Weg mit dir geht. Der sich immer interessiert und der wieder fragt und macht und tut. Oder? Ein guter Freund, der nimmt es Wunder. Hey, was machst du? Warum machst du das? Also könnte man das nicht auch anders machen? Und dann fährt die Kommunikation an. Und er ist immer da. Darum heisst das, er liebt alle Zeit. Er geht mit dir den Weg. Und dann haben wir Family. Das ist ganz wichtig. Ein Bruder ist da für die Not. Also wenn du dann wirklich zügeln musst, dann rufe ich meine beiden Brötchen an, oder? Die sind schließlich 8 und 11 Jahre älter, die sollen ruhig die Kästen tragen, oder? In der Not hinein ist Familie, hebt sie zusammen und geht. Aber mein Bruder lebt ganz ein anderes Leben als ich. Und das ist das, was ich daraus ein Stück weit lese. Es ist wie, die Familienbeziehung ist extrem wichtig und aber auch der Freund zu haben, der mit dir den Weg ein Stück weit Schritt für Schritt durchläuft. Und gell? Es ist schon ein Vorteil, wenn man in eine Kirche geht, um gute Beziehungen zu haben. Und es ist auch ein Vorteil, wenn man in einen Verein geht,
um gute Beziehungen zu haben. In der Kirche, da hast du wenigstens noch so Themen wie Glauben, Spiritualität, Gefühl zum Teil, oder? Ja, du Elias, warum hebst du immer die Hände auf und du nicht und so. Da kannst du darüber reden und man lernt sich ein Stück weit schon tief kennen. Aber trotzdem müssen wir auch in der Kirche lernen, wie gute Beziehungen funktionieren. Trotzdem, wenn wir da auch noch mal heranschauen und sagen, bloß wie wir alle Christen sind, sind da noch lange nicht meine Best Buddies. Auch wenn wir in der GVC sind, noch nicht. Oder? Wir müssen uns interessieren füreinander und einen Schritt aufeinander zutun und fragen und Korrektur annehmen und. Und meistens, ich sage jetzt nicht Small Group, aber meistens so weiss ich, wie viele Kinder du hast, was du für einen Job hast. Ich weiss, wie alt du bist, wo du wohnst. Und that's it. Also wir müssen doch noch mal einen Schritt mehr machen, um die tiefe, die gute Beziehung überzukommen. Und da hat ein Pfarrer geschrieben aus England, meist weiß ich wenig über die Glaubenskämpfe, die täglich hinter sorgfältig aufrechterhaltenen Grenzen ausgefochten werden. Manchmal bin ich schockiert, wie wenig ich über Menschen weiß, die ich für echte Freunde gehalten habe. Und das ist mir eigentlich so ein bisschen, wow, was, du hast so eine Krise? Das hätte ich nie gedacht. Aber eigentlich war es ein guter Freund gewesen, oder einer, der bei den Besseren dabei ist. Und da denke ich, da können wir schon noch einen Schritt weitergehen. Und ein Schritt, der weitergeht, oder ein Schlüssel, der uns hilft, ist, sich zu verschenken. Von dem, was ich habe, in eine Beziehung hineinzugeben. Sich zu verschenken, sich zu investieren, etwas drin hineinzugeben. Und wir haben eine gute Geschichte ausgraben aus der Bibel, das ist die Geschichte Ruth. Und da geht es ein bisschen darum, wie Ruth sich verschenkt hat ihrer Schwiegermutter. Wir sind da zur Zeit der Richter, das ist 1300 bis 1000 vor Christus, irgendwo dort. Und in Israel hat es eine riesige Hungersnot gegeben, nichts mehr zu essen. Und dann hat ein Mann gesagt, weisst du was, da gibt es nichts mehr, ich gehe zu den Moabitern, dort gibt es noch etwas und dort haben sie auch noch Land, dann gehen wir doch dort hin. Und er hat seine ganze Familie mitgenommen, hat seine Frau mitgenommen und 2 Söhne. Dann sind die losgezogen dort und dann mit den Jahren haben die Söhne 2 Töchter geheiratet und mit den Jahren sind alle gestorben. Also so nach 10 Jahren ist die ganze Familie aus 3 Witwen entstanden. Der Mann von der Naomi ist gestorben, dann der Mann von der Ruth ist gestorben, also ja, der Schwiegertochter ist noch gewesen, und der Mann von der Orpa ist gestorben. Also sind es noch 3 Frauen gewesen. Und zu dazumals ist das wie so, ja, also schlechter kann es wirklich nicht treffen. Das ist Worst Case. Und wenn das deine Familie ist, dann hast du niemanden, der dich ernährt. Niemand, der schaut, niemand, der für dich geht. Und meistens ist Betteln und Armut dann das gewesen, was Witwen noch hatten, wenn ihre Familie nicht war. Und in dieser Situation hört sie von weit weg, hey, in Israel regnet es wieder. Hey, in Israel gibt es wieder volle Ernten. In Israel ist Gott wieder gnädig zu seinem Volk. So gut, wir wandern wieder dort hin, wo es gut geht. Oder? Und dort gehen wir hin, auf die Situation hin, wo sie auf dem Weg sind und vielleicht stehen sie gerade dramatisch an der Grenze und Naomi kehrt sich um und sagt, hey, was kommt ihr mit mir mit? Ich bin eine Witwe, ihr seid eine Witwe. Ich kann euch nichts bieten in Israel. Es gibt zwar dort zu essen, aber ich kann euch nichts bieten. Geht doch zurück in eure Häuser, wo ihr hergekommen sind, zu euren Eltern und lebt in diesen Häusern und dort möge Gott euch segnen und weiter mit euch gehen. Und das lesen wir da in Ruth, das ist Kapitel 1, 6 bis 11. Da machten sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zogen aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatten erfahren, dass der Herr sich seines Volkes angenommen hatte und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie gingen aus dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, ein jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Also an den Mannen, wo sie hatten, oder den Söhnen. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Haus. Und sie küsste sie, da erhob sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir gehen zu deinem Volk.
Also die 2 Schwiegertöchter haben gesagt, hey, ich habe es begriffen, oder? Ich habe nichts und komme nichts über in Israel, aber wir kommen trotzdem mit. Und Naomi hat gesagt, hey, das müsst ihr nicht, geht zurück. Es hat dann eine Argumentation stattgefunden und die eine Schwiegertochter hat gesagt, jawohl, du hast recht, du kannst mir nichts mehr bieten. Wenn ich mit dir gehe, dann ist das eine Reise in die Hoffnungslosigkeit. Das ist nichts, wo ich profitiere. Ich gehe zurück und die ist dann zurückgegangen. Aber Ruth hat etwas anderes gesagt. Sie hat gesagt, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren soll. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Und das ist so eine Geschichte, wo man sieht, hey, die Ruth, die verschenkt sich total. Die sagt, es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Wohlergehen, sondern ich will in diese Beziehung zu meiner Schwiegermutter noch investieren. Ich komme mit dir mit. Ich mache keinen eigenen Weg, ich gehe nicht zurück. Und das sich verschenken hat auf der einen Seite die Freiheit. Und Naomi sagt, weißt du was, ihr seid frei, geht. Euer Glück ist nicht bei mir, ist es woanders, ich kann euch nichts mehr bieten. Und dann das Verschenken ist, zu sagen, ich komme trotzdem mit dir mit. Und ich gebe trotzdem die extra Meile und ich gehe trotzdem hin. Und Ruth ist eine Frau, die sich da innen verschenkt. Die sagt, ich komme mit. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, das ist eine Geschichte, die ein Happy End wird, oder? Das ist, wow. Die Ruth rettet nachher sich und rettet auch ihre Schwiegermutter. Und das ist ein Happy End, bloß weil sich jemand ein Stück weit verschenkt hat und gesagt, ich schaue nicht auf was mir gut tut, sondern ich schaue auf dich. Und das ist so ein Schlüssel für gute Beziehungen, dass eben der andere wichtiger ist als ich selber. Und das kann in einer WG so sein, das kann in einer Ehe so sein, das kann in einer Best Body 2 Männer, 2 Frauen so sein. Den anderen höher schätzen als sich selber. Sich zu verschenken in anderen hinein. Und darum kommt dann mein nächster Titel, oder? Das ist einfach anstrengend. Ich will euch ja nichts vormachen, oder? Ich verkaufe so schon mit allen richtigen Sachen, oder? Das ist doch auch anstrengend. Niemand führt eine gute Beziehung zu seinen Kindern, ohne dass er sich nicht verschenkt hat, dass er sich nicht investiert hat, ohne dass er nicht alles reingegeben hat für seine Kinder. Niemand führt eine gute Ehe, ohne dass er sich verschenkt hat, sich investiert hat und alles gegeben hat für diese Beziehung. Das passiert einfach nicht. Eine gute Beziehung hat man nicht einfach so. Das ist Investment. Und ich habe dann das so überlegt, das ist eigentlich, ich schaue einmal immer so ein bisschen die coolen Karrieren der Leute an und denke, wow, weißt du, wenn ich so, boah, das wäre cool. Oder ich sage es jetzt noch ein bisschen fromm, wow, der Prediger, hey, wow, der kann vor 10'000 Leuten reden und puh. Und dann denke ich, hey, der hat einen riesen Preis gezahlt in seinem Leben. Und jede Karriere, jeder CEO, jeder mit einem grossen, dicken Auto hat einen Preis gezahlt. Und vielleicht war der Preis auch Beziehungen gewesen. Ist auch seine Ehe gewesen. Aber der muss einen Preis zahlen. Und genau so sind gute Beziehungen auch einen Preis wert. Oder kosten etwas. Und eigentlich, so summa summarum, kostet gute Beziehungen Zeit. Es kostet dich deine Zeit. Wenn ich wissen will, wie es dir geht, dann muss ich Zeit mit dir verbringen. Und wenn ich möchte, dass mich jemand versteht, dann muss ich Zeit mit ihm verbringen. Nein, Dave. Echt. Jetzt hast du mir so... Reden wir noch drüber, verbringen wir ein bisschen Zeit miteinander. Aber das ist der Punkt, es kostet dich Zeit. Es kostet dich wirklich Zeit, mit dem anderen können in Kontakt kommen, interaktiv sein miteinander. Oder? Und ich habe so einen guten Freund. Einen, der ist mir noch geblieben, mit dem habe ich auch mal Jungschi gemacht und Kumbaya und so. Oder? Und dann sind wir da alle auf unsere Kurven gegangen. Dann treffe ich den wieder und seitdem ist das ein guter Freund von mir.
Und ich habe ihn dann angerufen. Am liebsten hätte ich ihn jetzt aufgebietet und Interview gemacht, aber er ist Worshipper in der GVC in Frauenfeld und hat heute Einsatz. Der wäre sehr gerne gekommen. Weil ich habe dann so gedacht, du, was kostet es dich eigentlich, mit mir befreundet zu sein? Oder? Weil ich wollte wissen, mit mir ist es wahrscheinlich noch ein bisschen anstrengend und so, oder? Ich bin jetzt nicht gerade ein Einfacher. Und dann sagt er, ja gut, dann reden wir mal. Weißt du, was kommt zuerst? Er sagt, es kostet mich enorm viel, den Termin mit dir nicht abzusagen. Weil wir machen immer über 6 Monate ab. Einmal im Monat treffen wir uns zum Essen, einen Abend. Und er sagt, es kostet mich alles, den Termin in meiner Agenda drin zu haben. Weil es kommt mindestens 5 Sachen, wo ich könnte sagen, ja, die sind schon wichtig und ist ja ein guter Kollege, der Elias versteht es schon. Und es sind eben immer die guten Kollegen, die es verstehen und darum sagst du denen dann einmal ab, oder? Aber sie sind ja gute Kollegen, weil du Zeit mit ihnen verbringst. Und irgendwann ändert sich das. Und dann sagt er, es ist so wichtig, das hat Priorität in meinem Kalender und es gibt nichts, wo ich dich rausknalle. Das kostet mich etwas. Und das Zweite ist, wenn wir uns dann wirklich mal treffen, dann sagt er, weißt du, es kostet mich am meisten, nicht einfach ein nettes Gespräch mit dir zu reden. Weil nette Leute treffe ich überall, sagt er. Mit netten Leuten zusammen zu sein, das ist einfach. Das kann ich in meinem Geschäft, das kann ich überall machen. Aber es kostet mich etwas, mit dir ehrlich zu sein. Es kostet mich, Transparenz zu zeigen. Es kostet mich, meine Nöte aufzuzeigen, meine Konflikte, meine schwierigen Sachen, das aufzuzeigen. Und das ist etwas, wo er sagt, hey, echt sein kostet mich etwas in dieser Beziehung. Und zwar nicht nur dann, wenn du mich fragst, sondern auch zu sagen, hey, wir essen dann ganz gut und dann einfach anfangen zu erzählen, hey, es stresst mich, dass das und dann fließen manchmal Tränen, entweder von mir oder von ihm oder weil irgendetwas einfach so einem erschüttert oder bewegt, dass es dann einfach echt sein und nicht nur zu warten, na, ich rede jetzt mal mit ihm und wenn er dann in die Tiefe geht, oder? So wie geht es dir denn eigentlich, oder? Sondern eben auch von sich aus das rauszugeben, oder? Und dann sagt er, schau, es kostet mich auch etwas, dir nichts vorzuspielen. Weil er ist ein Guter. Er könnte mir vom Arbeiten erzählen, wie alles gut läuft und Zeug und Sachen und er hat seinen Weg, wo er geht und seine Familie und alles. Und er könnte mir etwas Riesiges vorspielen. Aber wie der letzte Predigt schon gesagt, oder, wir wollen doch Gott nichts vorspielen, wir wollen einander nichts vorspielen. Es ist echt und ehrlich und das kostet ihn etwas. Und das Zweite ist, oder das Dritte oder das Vierte, ich weiß gar nicht, sich zu interessieren für mich, heisst dann eben noch zu wissen, was er gesagt hat. Das letzte Mal, vor einem Monat. Und dann nachzufragen. Und wir versprechen einander auch, dass wir in der Zwischenzeit, wo wir nicht miteinander sind, dass wir füreinander beten. Und dann dran zu bleiben. Und das kostet etwas. Das ist Zeit, die ich investiere, die er vielleicht nicht sieht, gerade, oder, wenn wir uns sehen. Aber es ist Zeit, die ich investiere in eine gute Beziehung, um dranbleiben, sich zu interessieren, nachzufragen und eben auch bei seiner Entwicklung zu helfen. Wo er dann schreibt, hey, ich habe gerade das Buch gelesen, schau doch mal dort und dort rein, das hilft genau deinem Problem. Oder ich schicke ihm einen Bibelvers oder irgendetwas, oder, um den anderen aufzubauen. Und das ist so eine tiefe Beziehung. Und es ist eine Ehre für mich, so eine Beziehung zu führen. Weil er hat jetzt gerade in dieser Zeit den Master abgeschlossen von Sozialmanagement mit einem Fünfer. Oder der hat neben dem, dass er mich trifft, hat er geübt und gelernt und gemacht und Wochenende gebüffelt. Dann ist er im Beruf, ist er stellvertretender Heimleiter und baut jetzt noch Häuser um. Und er ist bis da zu. Und es ist eine Ehre für mich, dass er sich Zeit nimmt mit mir zum Arbeiten. Er hat eine Familie mit 3 Kindern, zwischen irgendwie schwierig bis ganz schwierig, oder? Und er erzählt er einmal. Und das ist eine Ehre für mich. Und dann ist er ein semi-professioneller Läufer. Der säckelt noch die ganze Zeit umeinander. Und der hat Zeit für mich, für den Elias. Und dann macht er ja noch Worship. Und er gehört nicht zu denen, die sagen, hey, ich habe jetzt gar keine Zeit, es ist gar nicht viel und so. Sondern er weiß um den Wert von guten Beziehungen und wir investieren beide da drin hinein. Und das ist so etwas Wichtiges. Gerade auch in den schwierigen Zeiten, wo du dann eben am Üben bist, wo du am Anschlag bist, noch jemanden hast, der für dich betet, wo du kannst sagen, hey, bet für mich da und da, oder hey, komm, wir müssen uns treffen und können wir zusammen miteinander beten und so. Und das ist so cool. Und ich mag mich gut erinnern, es gibt einen Park in Winterthur, beim McDonalds dort, und der hat so ein rundes Ding, so breit ist das, betoniert, so hoch, und dann laufen wir nebeneinander einfach die ganze Zeit rundherum und beten.
so laut, oder, dass der andere hört und so. Und dann hat es dort so Jugendliche gehabt, weißt, die so voll krass am Hängen sind und so, mit lauter Musik. Und wir sind immer an denen müssen so vorbei, oder? Und die haben dann gedacht, ich bin nicht die, oder? Und dann bist du wieder rundherum gelaufen und wir haben gebetet und gemacht. Und das ist eine der besten Erfahrungen in dieser Zeit mit ihm. Dort können einfach rund die Gebetskreise ziehen, oder? So eine gute Sache. Und klar macht man sich verletzlich und klar lasse ich die Hosen ab, aber es ist so eine tiefe Beziehung und ich habe so viel schon daraus gewinnen und er auch. Und darum jetzt mal so ein bisschen, liebe Männer, sucht euch genau so einen Freund oder investiert, verschenkt euch in eine andere Beziehung mit einem anderen Mann, wo man sich durchtragen kann. Das kostet, ich weiß, es ist ein Verschenken, aber es kostet. Aber jetzt einmal eine Umfrage, die ich gelesen habe. Wenn man fragt, hey, du hast ein schwieriges Problem, ein Mann fragt, mit wem besprichst du das? Dann sagt der Mann, irgendwie 80%, mit meiner Partnerin. Halleluja, wenigstens ein Retter drüber, oder? Dann fragt man die Frauen, du hast ein schwieriges Problem, mit wem besprichst du das? Ja, mit meiner Schwester, mit meinem Mann, mit dem und deren und diesem und dem und dieses und jenes. Oder? Also Frauen sind einfach uns voraus. Oder die haben das in den Genen schon drin. Einfach, die haben ein besseres soziales Netz. Und wir Männer, wir müssen uns Mühe geben. Und darum bitte, liebe Männer da rein, gebt euch Mühe, in so etwas zu investieren. Weil das trägt euch bis ins Alter rauf. Oder? Also bis 41 hatte ich den Jonas gehabt, oder? Und in der Zwischenzeit habe ich jetzt wieder jemanden gefunden. Oder? Und bin wieder dran und ich probiere das, je nach Zeit und allem. Oder? Aber das tut so gut, so etwas zu haben. Und das heisst eigentlich, sich zu verschenken. Und jetzt, wenn wir noch so einen kleinen Abstecher machen zu der Ehe. Was bedeutet es, sich in der Ehe zu verschenken? So. Wer will zuerst? Männer, Frauen? Das ist für beide gleich lustig und gleich ernst. Ich nehme die Männer zuerst, oder? Sich verschenken. Das habe ich mir so aufgeschrieben und das gilt nicht allgemein, das steht so nicht in der Bibel. Das ist einfach das, was ich jetzt wie in meinem Leben schon in diesen 2-3 Jahren, als ich verheiratet bin, mitgenommen habe. Ja. Heißt sie zu lieben, sie einfach gern zu haben und sie zu verwöhnen. Liebe Männer, verwöhnt eure Frauen. Kompliment machen, kraulen. Das ist bei mir besonders wichtig. Also, dass ich es gibt. Helfen. Etwas, was mich sehr viel kostet, unangenehme Sachen zu übernehmen, die in unserem Umfeld, von der Ehe, von unserem Wohnen passieren. Die schwierigen Fälle übernehme ich, oder also ich will es übernehmen, ich nehme es zu mir. Ich zeige Verantwortung. Und das sind 2 Sachen, wo ich mich fest investieren muss, fest verschenken. Aber ich will auch ein romantischer Liebhaber sein. Ich will gewissermaßen Seelsorger sein, Zeit verbringen, offen so haben. Und ich will der Klempner sein, den sie sich immer wünscht. Ja, voll, oder so. Hey, ich habe 100 Ausreden, warum ich jetzt nicht gerade die quietschende Türe flicken kann. Oder? Nein, da hole ich mein WD-40, zack, gut. Oder? Oh. Liebe Männer, und liebe Frauen, sag jetzt nicht, siehst. Ich habe es dir doch schon immer gesagt. Und liebe Männer, jetzt auch nicht umgekehrt. Sich verschenken für eine Frau heisst, den Mann auch mal machen lassen mit seinem Projekt. Ich weiss, es geht Monate, bis das fertiggestellt ist, aber... Und liebe Frauen, bitte wisst nicht einfach alles besser. Und wartet doch, bis er es selber merkt. Er merkt es schon, es geht einfach ein bisschen länger bei gewissen Sachen. Und nachher darf er schon sagen, ja, ich habe es halt schon immer gewusst. Oder so, ich weiß es schon seit einem Monat, dass die miteinander gehen oder so, oder dass sie schwanger ist oder was auch immer. Oder? Ah, die merken es schon, Mann, auch selber mal. Und es ist auch für Frauen ein Verschenken,
wenn man seine Entscheidungen akzeptiert. Der Mann etwas entscheidet, dass man auch dort drin hineingeht. Es darf schon eine Diskussion geben, aber eigentlich nicht das Ausreden, sondern sagen, come on. Das heisst, sich zu verschenken. Und es ist vielleicht auch ein Verschenken, wenn man Männer ihre Wünsche erfüllt. Und ihnen Freiheit gibt, Zeit für sich gibt. Und auch da, denke ich, ist die Seelsorgerin auch eine wichtige Sache. Und dann, ganz wichtig, sich zu verschenken, eine fürsorgliche Krankenschwester zu sein. Ihr lacht jetzt, das ist im Fall todernst. Und, ich habe es noch aufgeschrieben, das haben wir jetzt etwas wie im christlichen Kontext, eine wilde Verführerin, das wäre noch so. Oh. Ja, da lacht jetzt niemand mehr. Okay, und da gibt es ja so, in diesem Thema Beziehungen gibt es ja so den Epheserbrief, oder? Das ist, Epheser ist das Kapitel 5 und dort kann man so drin hineinlesen, oder? Dort steht so ein bisschen Frau, Untertan, Mann, liebe die Frau, wie Jesus gemeint. Das ist wichtig, dass man dort den zweiten Teil drin nimmt. Und alle Ehepaare da rein, ihr habt das Wochenende die Aufgabe, darüber diskutieren, wenn ihr den Epheser 5, 25 und 33 leben in eurer Beziehung. Dass ihr das miteinander leset und dann, ja, sagt mal, was ihr davon haltet und was für euch das wichtig ist und wenn ihr das leben wollt, oder? Genau. Dann haben wir noch einen Abschnitt für Singles heute. Weil wir wollen ja für alle, oder? Das Verschenken ist ja ein grosses Thema, das für alle Beziehungen geht. Und Single, dort ist, in erster Linie möchte ich euch einfach sagen, ihr habt meine volle Bewunderung. Ihr habt wirklich meine volle Bewunderung, weil da ist so viel Schmerz und so viel Trauer vielleicht für Beziehungen, die man nicht hat, die man gerne hätte. Da ist so viel Schreien zu Gott, wo man vielleicht nicht erhört wird und gehört. Und es ist so, ja, und dann kommt man vielleicht so, ich komme in die Opferrolle rein, vielleicht kommt der Gedanke dann und ihr macht trotzdem weiter und geht trotzdem weiter in eurem Leben und investiert trotzdem. Und das habt ihr meine volle Bewunderung und auch, das meine ich voll ernst, das ist mir so bei diesem Beziehungspredigt bewusst worden. Also, ihr seid am Kämpfen und am Machen und tun und wow. Und gerade bei Singles, Beziehungen, es ist der Kampf gegen die Einsamkeit. Auch dort, das Investieren, sich zu verschenken in Familien hinein, wo man zwar das sieht, was man sich eigentlich selber immer wünscht, und trotzdem dort drin zu investieren. Weil man muss ja die Beziehungen pflegen, zu Kindern, zu Familien, zu Bestfreundinnen, oder? Und dann vielleicht auch ein Stück weit in die Kirchen hinein zu investieren, in einen Verein oder in eine Gesellschaft hinein. Und trotzdem macht ihr das, oder? Das finde ich gewaltig und ist euer Part da, sich zu verschenken, in das hineinzugehen und zu sagen, ich helfe da und ich mache da mit und ich tue da Kinder hüten. Weil, ich meine, ich kenne es, ich habe kein Kind, wir können kein Kind haben. Und irgendwie muss ich ein Stück weit in Kinder investieren, damit ich da einen Bezug habe zu Kindern, die aufwachsen, die mich vielleicht einmal besuchen können, wenn ich nicht mehr so mag, oder die mich kennen und sich interessieren für mich. Und das ist, auf eine Art ist das eine Investition in mein Leben hinein, wenn ich die Beziehungen gut halte, aber es ist auch eine Investition in die Zukunft, weil ich helfe diesen Jungen ja weiterzukommen, ein Stück weit. Und ich glaube, als Single oder eben gerade als verheiratet ohne Kind, ist man sehr schnell auch drin, sich dem Luxus herzugeben. Und sagen, ja, wir sind in der Ferien, ja, wir können jetzt nicht, ich bin gerade unterwegs und ich bin gerade auf Weltreise und so. Und dort halt zu sagen, hey, ich nutze meine Freiheit auch, um in Beziehungen zu investieren. Weil das ist euer Gut von den Singles, das ist unser Gut ohne Kind, Zeit. Und das zu investieren in die Kirchen hinein, das zu investieren in Beziehungen hinein, ins Reich Gottes, das ist das, was dann wirklich Frucht bringt und viel bewirken kann im Leben. Das Problem ist, du investierst dich wie hohl. Und du gibst alles, was du hast, und dann wirst du ausgenutzt und verletzt. Das sind die schwierigen Fragen wie Beziehungen, oder? Wenn es dann eben, jetzt habe ich mich doch verschenkt und ich habe gegeben und ich habe gemacht und es passiert gar nichts. Und es kommt nichts zurück und das ist demütigend und traurig. Und wenn du das erlebt hast, mein Beileid dazu.
Das ist traurig und man kann es nicht wegtun, oder? Die Gefühle sind da, man soll sie zulassen und soll die Wut und die Angst soll man auch rauslassen. Und als ich über das nachstudiert habe, was will ich Schlaues dazu sagen? Was willst du Schlaues dazu? Das kannst du nichts sagen. Du kannst einfach nur sagen, hey, es tut mir so leid für dich, dass du das erlebt hast. Und dann ist mir ein Bild gekommen von einem Garten, von einem Gemüsegarten. Und in diesem Gemüsegarten wachsen alle Vitamine, die du brauchst. Und eine Beziehung, in einer gut funktionierenden Beziehung, wo beide sich investieren, ist wie ein Garten, wo alle Vitamine, die du aufblühen kannst, dir liefert und gibt. Oder? Und jetzt ist es so, dass einmal kommen die Schnecken und die fressen dir den ganzen Garten nieder. Und du stehst vor dem Garten, vor dem Beziehungsgarten und sagst, Arr! Und du killst zuerst mal alle Schnecken. Aber irgendwann, du weißt ja, dass du die Vitamine brauchst von dem Garten, von dem Beziehungsgarten. Und irgendwann musst du zu dem Punkt kommen und sagen, und ich pflanze einen neuen an. Ich brauche die Vitamine in meinem Leben hinein, die brauche ich in meinem Körper hinein. Ich bin gebaut, um solche Vitamine zu verarbeiten. Also baue ich wieder so einen Garten an. Und ich weiß nicht, wie lange das vom einen zum anderen geht, oder? Aber es ist einfach das, was ich da Ihnen sagen will, dass man den Zorn und all diese Sachen, das ist schrecklich. Und gleichzeitig sich zu überwinden und zu sagen, weißt du was, und ich fahre wieder einen Garten an. Natürlich nicht mit der gleichen Person wahrscheinlich, oder? Das ist dann wieder dir überlassen in der Situation, aber hey, geht nicht auf. Wenn euch das passiert ist, geht nicht auf. Pflanzt einen neuen Garten an, weil aus dem raus, aus diesen Vitaminen, die dort wachsen, von einer guten Beziehung, da könnt ihr so aufblühen. Und wir brauchen es. Und wir müssen einfach diesen Schritt mit Gott gehen. Jetzt haben wir alles durch, die Ehe, die Singles, wenn es schlimm ist. Und. Ich habe gedacht, einen bringe ich noch. Und das ist die mit Gott. Das gehört ja dazu. You and me, oder? Also das ist ja dann auch noch das, was ich finde, ist ganz wichtig. Und genau da gelten die gleichen Sachen wie mit meiner Frau. Es ist Zeit zu investieren. Es ist Zeit investieren mit Gott. Und dann gilt genau das Gleiche wie für meinen Freund Etienne, der sagt, ich habe das und noch 3 Kinder. Und ich investiere trotzdem in Elias. Und genauso ist das mit der Beziehung zu Gott. Da hast du ein volles gestresstes Leben. Aber ich investiere noch Zeit in Gott hinein. Ich investiere noch die Zeit mit ihm. Ich gehe mit ihm. Also ich tue viele Beziehungen die ich mit Mittagessen oder sonst Essen verbringen. Also kann ich ja mal mit meinem Picknick auf ein Bänkchen hocken und gerne Zeit mit Gott verbringen. Und ich weiss, also das Ruhige und das dort hocken, das wirkt fast schon wie Zeitverschwendung. Und trotzdem ist es etwas, wenn Gott in der Ruhe hinein kann zu uns reden kann, ist es so etwas Gewaltiges. Und vergessen die Beziehung nicht. Und alles, was wir über Beziehung reden, gilt grundsätzlich auch für die Beziehung zu Gott. Und es ist nicht so, dass bei ihm alle Optionen sind und du irgendwie mega viel musst springen, sondern er hat sein Leben schon investiert für dich. Das können wir in der Bibel nachlesen. Da hat es 4 so Bücher drin, die nennt man Evangelien. Und da sieht man, wie Gott auf die Erde kommt, wie Jesus auf die Erde kommt und sein Leben nur für dich investiert hat. Und das ist Beweis genug, dass er es gut meint mit dir. Du kannst eigentlich ohne Misstrauen auf das Bänkchen hocken und zu Gott reden, weil er es gut meint. Er hat sein Leben schon investiert für dich. Und darum ist das so cool, mit ihm Beziehung zu haben. Darum ist das so wichtig, mit ihm Beziehung zu haben, weil er eigentlich seinen Schritt auf dich er hockt schon lange auf dem Bänkchen und wartet nur, bis du kommst. Er ist schon investiert für dich. Und zum Schluss möchte ich euch sagen, hey, geht nicht in die Beziehung rein mit dem Gedanken, was könnte es mir bringen? Oder was ist der Nutzen aus dieser Beziehung heraus? Beziehungen sind wichtige Investitionen in deine Zukunft und die Zukunft, die du hast mit der Person, die du Beziehung hast. Und du willst ja eine gute Zukunft. Also investiere in Beziehungen. Es ist ja so, dass ein Freund oder eine Freundin oder ein Partner, der trägt dich bis zum Tod. Aber Gott
Und die Beziehung zu ihm, die trägt dich über den Tod raus. Weit über den Tod raus. Und das finde ich so etwas Schönes. Das Glück auf dieser Erde hängt an meinen Beziehungen, die ich zu Menschen habe. Und natürlich auch zu Gott, das hinkt jetzt ein bisschen. Aber das Glück, das ich habe, bis nach dem Tod raus, das ist an dieser Beziehung zu Gott. Und so könnte man sagen, hey, alles in deinem Leben hängt an Beziehungen. Alles in deinem Leben hängt an Beziehungen. Warum investierst du nicht mehr in das hinein? In gute Beziehungen. Es ist cool, wenn du im Rollstuhl sitzt im Altersheim und kannst sagen, hey Mann, ich habe mal das gemacht und das, oder? Aber ich bin gerade allein, weil niemand mehr kommt, mich besuchen. Und der andere sagt, ja du, ich war das Leben lang Strassenwischer gewesen. Aber der hat immer Besuch. Das ist jetzt vielleicht ein gemeines Beispiel. Aber, gell? Investiere das, was wirklich wichtig ist. Dort deine Zeit drin hineinzugeben. Und genau so, wenn wir in unsere Kirchen Zeit in Beziehungen investieren, möchten wir euch lehren, zu sagen, hey, komm, wir gehen den Weg, weil das bringt dich und mich zum Blühen. Und das ist anziehend für andere Menschen. Und dann kommen die da schauen, wieso hast du so viele gute Beziehungen, warum geht das so los? Und so möchten wir in Beziehungen investieren, eigentlich schon immer, aber heute und in diesen 4 Wochen natürlich und dann darüber aus, weil es ist anziehend, weil dauerhafte Beziehungen, wo echte Liebe ist eine Mangelware auf dieser Erde. Und wir wollen es als Kirche vorleben und Menschen annehmen. Und so ist meine Frage, hey, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Wo willst du Beziehungen noch ein bisschen investieren oder Verständnis schenken oder überhaupt neu anfangen? Und vielleicht hast du einen Schmerz in deinem Herz und sagst, hey, mein nächster Schritt ist, der Schmerz muss loswerden und ich brauche Gebet, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mit mir diesen Schritt geht und dann kannst du dahinter gehen und da beten wir gern für dich. Und vielleicht hast du einen Wunsch, einen Schmerz in deinem Herz, weil der Wunsch so groß ist nach Beziehung und du musst den Schmerz irgendwie stillen können. Auch da beten wir gern für dich. Auch da ist es Gott, wo, ich meine, wir haben Mails geschrieben an Singles und zum Teil sind Mails zurückgekommen, also Fragen, wie sie ihr Single-Leben leben. Und das sind Fragen retourgekommen, wo mich, oder die sind an dem Punkt gegangen, wo Gott eigentlich den wichtigen Platz eingenommen hat, wo eigentlich ein Mann hat. Und das ist so etwas Gewaltiges, wo Gott kann tun. Und ich wüsste nicht, ob ich das könnte, aber die haben das so geschrieben und da bin ich also sehr beeindruckt. Und genau kann Gott das tun. Gott kann in Beziehungen hineinwirken. Er kann dir dein Herz füllen, er kann Liebe und Ruhe und Frieden reingeben, egal. Wir nehmen immer ein bisschen das Beispiel von den verfolgten Christen, oder? Denen geht es ja, der Gott ist auch dort und Zeug und Sachen. Und natürlich, wenn die Umstände schlecht sind, dann wirkt Gott vielleicht noch ein Stück weit mehr. Und man sieht es vielleicht. Aber wie könnten die so einen Frieden haben, wenn doch sie verfolgt werden oder irgendwie so? Aber genau so, der Frieden dort kann dir auch in der Schweiz bei allem Besten allein als Single kann Gott dir den Frieden ins Herz hineingeben. Und da können wir ihn bitten drum. Heute Morgen. Aber es muss nicht heute Morgen im Gebetsteam in der GVC sein, das kannst du jeden Morgen machen. Jeden 2 Tage bitte ich Gott, hebe ich ihm das Herz her, also meins, oder? Und sage, ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Liebe. Weil von dir fließt sie in mein Herz hinein. Ich kann das gar nicht produzieren. Und genauso geht es im Frieden über Beziehungen, genauso geht es im Frieden überhaupt im Leben, oder? Dass Gott herhebst und von ihm kommt der Frieden in unsere Herzen hinein. Und dann geht es vielleicht einen Schritt weiter. Und das ist heute Morgen eine Gelegenheit, was auch immer dich in dem Thema Beziehungen bewegt. Hey, lass für dich beten, nimm deinen Small-Group-Leiter, bring es zu Gott auf deinem Stuhl, wo auch immer. Oder nimm das Abendmahl, weil es ist wirklich ein Zeichen, dass Gott in sein Leben schon investiert für dich. Vielleicht willst du da einen Schritt machen. So cool. Es ist ein Gott, der eine Beziehung will zu uns. Und nicht einfach irgendwelche Roboter, die religiös das tun, die ihm gerade gefällt. Sondern er will eine Beziehung. Und das ist das Coolste an unserer Religion, hätte ich schon gesagt, aber an unserem Glauben an Jesus Christus. Und das freut mich so.
So gut, mit dem Gott unterwegs zu sein. In hoch und tief. So gut. Jesus, ich danke dir. Oh, komm, steh doch auf, ey. Come on. Jesus, ich danke dir. Du gehst bei jedem Einzelnen durch. Und du hast deinen Finger auf dem Wunderpunkt der Beziehungen im Herzen. Vielleicht hat es einen, vielleicht hat es nur Freude. Das ist ja auch super, dann freust du dich mit ihnen. Und gleichzeitig, Jesus, bist du bei denen, wo dort ein Schmerz ist, wo enttäuscht worden sind, wo ein Wunsch ist, wo ein Leiden dort in diesem Beziehungsbereich ist oder auch in der Ehe etwas Schieflage ist. Du bist dort. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedem einfach auch zeigst, was ist dein nächster Schritt. Wo er kann einen Schritt machen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns führst und leitest und immer bei uns bist. In guten und in schlechten Zeiten.